Am 8. März stimmt die Schweiz über die Bargeldinitiative ab. Es gibt Stimmen, die sagen, die sind jetzt noch das letzte Schutzschild vor dem digitalen Gefängnis und der digitalen Kontrolle. Ich wollte wissen, was dort denn eigentlich genau drinsteht und ob es die wirklich braucht. In diesem Video bin ich suchen, wieso die Initiative überhaupt entstanden ist, was die Initianten fordern, was die Gegner mit ihrem Entwurf wollen, was die Unterschiede sind und am Schluss noch meine persönliche Meinung zur Abstimmung. Ciao zusammen, von Gunter hier. Herzlich willkommen zu einem spannenden Beitrag über die Zukunft des Bargeld. Um zu verstehen, wieso die Bargeldinitiative nötig ist worden, müssen wir kurz zurückblättern. Das ist nämlich spannend. Das Fazit aus meinen vergangenen Recherchen ist, im Moment deutet viel darauf hin, dass eine globale Machtstruktur aufbauen wird. Das führt dazu, dass man den Eindruck bekommt, viele politische Entscheidungen werden gegen den Willen der Bevölkerung getroffen. Das Ziel, das die hier oben scheint haben, lässt sich ziemlich einfach zusammenfassen. Die nationalen Eigenständigkeiten sollen schrittweise abgebaut werden. Entscheidungen sollen in Zukunft von einer kleinen Gruppe von mächtigen Menschen gemacht werden. Weil die haben das Gefühl, sie wissen besser, was für uns gut ist in Zukunft und was eben nicht. Anthony Russo hat vor Jahren ein Interview mit einigen der Rockefellers gemacht. Die hatten bereits in den 70ern darüber gesprochen. Im Grunde treiben globale Klimapolitik, globale Pandemien und Kriege alle dieselbe Agenda voran, nämlich das Ende der Nationalstaaten. Agenda 2030 bedeutet im Kern das Ende aller Nationalstaaten zugunsten Gruppen, die über den Ländern stehen, wie Davos, Bilderberg, der Council on Foreign Relations oder Chatham House. Das alles ist bereits aufgebaut und was sie jetzt noch brauchen, ist, dass jeder Mensch in diese globale Überwachungsinfrastruktur eingebunden wird. Denen ihre wichtigsten Werkzeuge, um zu ihrem Ziel zu kommen, sind 3 digitale Fallen. Erstens die digitale Standortbestimmung von jedem Handy. Das ist im Alltag längstens Realität. Wer ein Smartphone braucht, sendet laufend Signal. Und zwar nicht nur durch GPS, sondern auch via Mobilfunkantennen und WLAN-Stationen. Zweitens, die digitale Identität. Das ist in der Schweiz nicht mehr nur Theorie. Die Schweiz hat das neue EID-Gesetz angenommen und der Bund plant die Einführung nicht mehr allzu weit weg. Das ermöglicht in Zukunft nicht nur zu wissen, welches Mobiltelefon wann wo ist, sondern auch wem das genau gehört. Mit anderen Worten, wer wo was am Machen ist. Drittens, was jetzt eben noch fehlt, ist der dritte Baustein, die digitale Zentralbankwährung, kurz CBDC. Daran wird fleissig gebügelt. Einzelne Länder haben sie auch schon bereits eingeführt, zum Beispiel auf den Bahamas, in Nigeria, Jamaika und als Pilotversuch in China. Grossbritannien und die EU sind in der Vorbereitungsphase. Und in der Schweiz läuft seit 2023 ein Pilotversuch mit einer CBDC für Interbank-Abwicklungen, also Abwicklungen zwischen den Banken. Was man verstehen muss, wenn wir auf ein vollständig digitales Transaktionssystem umstellen, also Zahlungen nur noch digital funktionieren und dieses mit einer digitalen ID verknüpfen, sodass das System mit hoher Präzision sagen kann, wer du bist und wer genau ich bin, dann greifen plötzlich alle digitalisierten Systeme ineinander und zusammen bilden sie ein vollständiges Kontrollnetz. Die beiden Voraussetzungen, damit diese Falle zuschnappt, sind die digitale ID und ein komplett digitales Geldsystem. Ich kann das an einem Beispiel erklären. Wenn es während einer Pandemie heißt, du darfst dich nicht weiter als 1 Kilometer von deinem Zuhause entfernen und das nur dienstags und donnerstags, dann kann man dich in einem solchen digitalisierten System mit Satelliten über unseren Köpfen relativ einfach überwachen. Und wenn du nicht tust, was vorgeschrieben ist, könnte man dir einfach dein Geld sperren.
Der Bill Gates gilt als Befürworter von einem solchen Kontrollsystem. Und er beschreibt an einer Konferenz in Indien seine positiven Erfahrungen. Kein anderes Land ist derzeit so gut darin, staatliche Leistungen effizient und zielgerichtet an seine Bürger auszuzahlen wie Indien. Die grundlegende Struktur beginnt mit digitaler Identität und digitalen Zahlungssystemen. Das bildet das Fundament. Ich habe gesehen, wie dieses Fundament weiter ausgebaut wird, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Dort werden Profile von Landwirten erstellt, um besser zu verstehen, was sie brauchen und um ihnen gezielte Anweisungen zu geben. Oder im Gesundheitswesen. Durch digitale Gesundheitsakten können wir Menschen nicht nur bei Infektionskrankheiten helfen, sondern auch bei der wachsenden Herausforderung nicht übertragbarer Krankheiten, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Diese digitale öffentliche Infrastruktur wird uns auch helfen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Digitales Geld ist also das letzte fehlende Puzzleteil. Und das macht viele ein bisschen nervös. Wenn ich das richtig interpretiere, ist jetzt nicht zuletzt aus diesem unguten Gefühl heraus die Bargeldinitiative entstanden. Nicht primär, weil die Schweiz heute zu wenig Bargeld hat, sondern weil die Initianten wahrscheinlich eine Entwicklung sehen, wo man Gegensteuer geben sollte. Die rasante Entwicklung weg vom Bargeld ist übrigens messbar. Die Schweizerische Nationalbank zeigt in ihren Zahlungsmittelumfragen, wie stark Bargeld im Alltag zurückgeht. Im 2017 sind an den Kassen noch rund 70% der Zahlungen in Bar gemacht worden. Im 2024 war das nur noch bei rund 30%. Oh, schau zusammen. Verschluckt. Aufgrund dieser Zahl. Ein weiterer Hinweis auf die Entwicklung weg vom Bargeld sehen wir in der EU. Es wird gesagt, Bargeld werde bewusst zurückgedrängt. Wir machen uns Gedanken über Bargeld. Ich denke, dass das entmaterialisiert werden sollte. Die Welt verfügt über hinreichend robuste Technologie und ich glaube, dass Regierungen daran interessiert wären. Aber Bargeld ist dennoch das Hauptthema. Übrigens habe ich denen, die mich fragen, wie man den Drogenhandel in unseren Vierteln stoppen kann, immer wieder gesagt, dass es hierfür eine recht einfache Maßnahme gibt. Die Abschaffung des Bargelds würde die Entstehung von Drogenumschlagplätzen verhindern. Wir wollen eine bargeldlose Gesellschaft. Der Verkehr mit Schecks und Bargeld in unserem Unternehmen kostet uns $5 Milliarden. Dann also kein Bargeld mehr. Wir haben mehr zu gewinnen als jeder andere. My goal is to leave behind. Mein Ziel ist es, dass wir die herkömmlichen Banknoten hinter uns lassen, das Bargeld, und auf digitale Konten umsteigen. Ich möchte, dass unsere Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Bargeld wird. To be a society without cash. In Italien diskutiert man, ob das Limit für Bargeld bei 1000 oder 3000 liegen sollte. Meiner Meinung nach sollte es bei 0 liegen. Wir müssen das Bargeld überwinden. Wir müssen in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft gehen. Wenn wir das Bargeld überwinden wollen, müssen wir um Himmels Willen Transaktionen per Handy und Kreditkarte fördern. Ein Geschäftsmodell entwickeln, das auf den digitalen Zahlungsdienstleistern fußt. Die EU hat auch beschlossen, grössere Bargeldzahlungen im Geschäftsverkehr einzuschränken. Ab 2027 ist die Limite in der EU bei 10'000 €. Mitgliedstaaten dürfen aber auch tiefer gehen. Und genau das hat Griechenland auch gemacht. Dort ist die Bargeldobergrenze mittlerweile noch bei 500 €. Zusammengefasst. Die Initiative ist also aus der Sorge entstanden, dass sich eine digitale Identität, die digitale Standorterkennung und digitales Geld zu einem umfassenden Kontrollsystem verbinden. Dem soll jetzt die Initiative «Bargeld ist Freiheit» entgegenwirken. Die Initiative habe ich mir dann als nächstes für uns ein bisschen genauer angeschaut. Die Initiative trägt offiziell den Titel
Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münz- und Banknoten. An dieser Stelle ein Gruß an Aaron, der mich unter die Fittiche genommen hat, betreffend exaktem Berndeutsch für Wörter in Mehrzahl. Ich hoffe, ich habe es jetzt gecheckt. Aber zurück zur Initiative. Sie stellt 3 Kernforderungen. Erstens, die Initiative verlangt, dass der Begriff Münz- und Banknoten ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert wird. Die Initianten sagen, der Begriff Bargeld sei darum mittlerweile zu ungenau. Sie weisen darauf hin, dass es Denkmodelle gäbe, die versuchen, den Begriff Bargeld neu zu definieren. So dass auch digitale Schnellzahlungsvarianten als Bargeld bezeichnet werden können. Der Richard Koller, Initiant der Bargeldinitiative, erklärt im Interview, er habe bewusst den Begriff Noten und Münzen gewählt. Noten und Münzen ist ein klarer Begriff, den man merken kann, was es ist. Also er verweist ganz klar auf unser Noten- und Münzensystem, das wir haben von der Nationalbank ausgegeben. Und Bargeld war lange eigentlich im Sinne von diesen Noten und Münzen. Aber heute redet man in der EU darüber, hauptsächlich dort gibt es Studien, dass man will, dass das Bargeld eben auch digital vermöglich gemacht wird. Das heißt, man sagt eigentlich juristisch gesehen, wenn wir auf unserem Handy einen Betrag sehen und dieser Betrag bei einer Zahlung direkt auf einen anderen geht, ist das wie eine Barzahlung. Es ist ja keine Kreditzahlung, sondern man zahlt ja dann bar. Also ist das digitale Geld ja auch bares Geld, wo man direkt jemand anderem weitergeben kann. Zweitens. Der Bund soll sicherstellen, dass Münzen und Banknoten in genug grosser Menge verfügbar bleiben. Die Initianten argumentieren, dass es Zahlungsmittel nur dann gesichert sei, wenn es im Alltag auch tatsächlich genug gibt davon und auch gebraucht werden. Rein nur, dass noch irgendwo in einer Bankschublade ein paar Nötchen rumliegen, reicht nicht. Drittens, die Initiative verlangt auch, dass, wenn sie irgendeinmal den Schweizer Franken durch eine andere Währung ersetzen wollen, dass das nur mit doppeltem Mehr möglich wird. Also nur mit Volks- und Ständemehr. Die Initianten wollen sicherstellen, dass das Volk zwingend das letzte Wort soll haben bei einer allfälligen Währungsänderung. Das also zu den Verfassungsänderungen. Zusätzlich gibt der Richard Koller noch 3 weitere Begründungen, wieso dass man das Bargeld explizit schützen muss. Erstens, echtes Geld sei krisensicher. Es funktioniere auch ohne Strom und Internet. Solange alles normal läuft, wirken Nötchen und 5 Lieber schon ein bisschen wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Aber sobald der Strom weggeht, sei Bargeld eben dann halt doch so etwas wie eine Versicherung. Zweitens, Bargeld ist anonym. Es entsteht beim Zahlen nicht automatisch eine Datenspur. Und drittens, Bargeld sei gerade für ältere Leute halt schon noch wichtig. Es ermöglicht Teilnahme am sozialen Leben, auch wenn man keine Kärtchen oder digitale Zahlungsmittel hat. Für das auch die weiterhin ein Busbillett lösen können, selber kümmerle oder im Teeraum ein Milchkaffee mit einem Schmelzbrötchen oder einem Tirkel gänkeln. Also, die Initiative will Münzen und Banknoten ausdrücklich via Verfassung sichern und die Verfügbarkeit garantieren. Sie ist aus der Sorge entstanden, dass Bargeld schrittweise verdrängt wird und am Schluss nur noch digitales Geld führig bleibt. Der Bundesrat und das Parlament lehnen die Initiative ab. Sie sind mit einem direkten Gegenvorschlag im Rennen. Der Bundesrat und das Parlament finden auch, dass Bargeld etwas Wichtiges ist, das man auf Verfassungsstufe regeln sollte. Das ist es eben noch nicht bis jetzt.
Aber der Bundesrat und das Parlament wollen grundsätzlich einfach in die Verfassung schreiben, was heute bereits auf Gesetzesstufe geregelt ist bezüglich Bargeld. Nämlich, erstens, der Franken ist die Währung der Schweiz. Und zweitens, die Schweizerische Nationalbank gewährleistet die Bargeldversorgung. Der Bundesrat und das Parlament argumentieren, ihren Gegenentwurf übernehme Formulierungen aus bestehenden Gesetzen und übertragen die in die Verfassung. Diese Formulierungen haben sich ja jetzt schon ein Zeitchen in der Praxis bewährt. Und darum ist es am besten, wenn man die unverändert lässt. Also, der Gegenentwurf sichert der Franken und das Bargeld ebenfalls auf Verfassungsstufe ab. Er setzt auf bestehende, bewährte Regeln und lässt die Verantwortung bei der Nationalbank. Ja gut, aber was sind jetzt genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Vorlagen? Beide Seiten wollen das Bargeld sichern. Aber jede Seite wirft der anderen vor, dass sie es eben gerade falsch machen. Der Bund sagt zum Beispiel, dass Teile von Initiativen unpräzise sind. Er meint damit die Formulierung, dass Münzen oder Noten immer in genügender Menge müssen zur Verfügung stehen. Der Bund kritisiert, dass die Initiative nicht definiert, was genügend bedeutet. Das könnte rechtlich problematisch sein. Oder die Zuständigkeit von dieser genügend grossen Menge soll gemäss der Initiative neu beim Bund liegen und nicht mehr bei der Nationalbank. Aber es werde nicht genau definiert, wie das konkret ablaufen soll. Die Initianten kritisieren ihrerseits, dass der Gegenvorschlag vom Bund bei den wichtigen Teilen bewusst offen bleibe. Es wird gesagt, dass wahrscheinlich bewusst der Begriff Franken anstatt Schweizer Franken gewählt worden. Um allenfalls Spielraum offen zu lassen, dass man später zum Beispiel einen elektronischen Franken oder einen E-Franken einführen könnte, der die physische Variante ersetzen könnte. Die Schweizer Währung ist der Franken. Das mal grundsätzlich steht, das jetzt sollte so dann in der Verfassung stehen. Das ist sogar grundsätzlich falsch, weil die Schweizer Franken-Einheit ist der Franken. Also da hat sich der Bundesrat einen vielleicht, man ist ein Schelm, wenn man Böses denkt, oder? Ein Trick ein bisschen versucht auszudenken, weil der Bundesrat will in Zukunft natürlich die Option offen halten, einen E-Franken zu machen. Wenn er jetzt in der Verfassung schreibt, der Schweizer Franken ist der Franken, dann kann er per Gesetz eigentlich, ohne die Verfassung zu ändern, einen E-Franken definieren als Währung der Schweiz, also oder als Zahlungssystem der Schweiz. Weiter kritisieren die Initianten den Bundesrat, weil er im Gegenentwurf nur von Bargeld redet und nicht von Münzen und Banknoten. Auch da kann man sagen, dass das eventuell bewusst unpräzise gehalten worden sei. Weil, wie wir schon eingangs vom Video gelernt haben, kann der Begriff Bargeld theoretisch neu auch bei digitalen Echtzeittransaktionen verwendet werden. Und als letztes wollen die Initianten die Verantwortung bewusst von der Nationalbank zum Bund verschieben. Man muss verstehen, die Nationalbank, die kann nur Geld ausgeben, was von den Banken gefordert wird. Aber die kann ja keine Gesetze machen, dass wir in der ÖV wieder mit Bargeld bezahlen oder dass wir auf dem Weihnachtsmarkt mit Bargeld bezahlen können oder sowas. Das ist nicht Sache der Nationalbank. Für das ist sie auch nicht als Institut gegründet worden. Für das haben wir die Politik. Wichtig ist jetzt noch Folgendes zu wissen über die Abstimmung. Es gibt nicht nur die eine oder die andere Variante zum Auswählen. Auf dem Stimmzettel kann man zum Beispiel ein Ja geben für die Initiative und dann auch noch ein Ja für einen Gegenvorschlag. Oder irgendeine beliebige Ja-Nein-Kombination. Wenn es jetzt sein sollte, dass die Initiative und der Gegenvorschlag angenommen werden, für das hat es noch einen dritten Abschnitt. Die sogenannte Stichfrage. Dort kann man angeben, welche Variante das man bevorzugt, falls beide gewinnen würden. Ich würde es jetzt so zusammenfassen.
Der Bund kritisiert die Initiative als unnötig detailliert, aber in anderen Teilen auch als unpräzise. Die Initianten werfen dem Bund vor, bewusst offen zu formulieren und so damit Spielraum offen zu lassen für spätere digitale Lösungen. Und zum Schluss, wie gäng zur Transparenz, noch meine ehrliche Einschätzung über das, was ich für diesen Beitrag zusammengesucht habe. Wenn mich jemand fragen würde, von unten, Hand aufs Herz, was sagst du zu diesen Vorlagen? Dann würde ich sagen, schau, ich bin ganz ehrlich. Seit dem 2020 bin ich halt schon ein bisschen kritischer geworden, wenn es um Versprechen vom Staat geht. Wenn ich mir den Gegenvorschlag vom Bund anschaue, der drin steht, die Währung heisse Franken. Es steht nicht Schweizer Franken, sondern Franken. Wieso habe ich das seinerzeit im KV, in der Buchhaltungsstunde müssen SFR schreiben? Oder neumodern CHF, gemäss ISO-Norm 4217. Item. Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt doch belanglos. Oder vielleicht ist es ja einfach juristisch sauberer. Oder? Das Gleiche gilt auch beim Wort Bargeld. Die Initiative fordert, den Begriff Münz- und Banknoten in die Verfassung zu nehmen. Der Bund will nur Bargeld einschreiben. Auf den ersten Blick ist das kein dramatischer Unterschied. Aber wenn ich etwas gelernt habe durch meine Beiträge, dann ist es das, dass das Begriff in der Politik nie zufällig gewählt werden. Weil Begriffe tun entweder Spielräume auf oder sie zu. Für eines meiner vorherigen Videos bin ich auf Aussagen von Zentralbankern gestossen, die eigentlich ungeniert zugeben, woher die Reise eigentlich gehen soll. Hier der ehemalige Generaldirektor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Also jemand aus der obersten Stufe des Machtsystems. Bei Bargeld weiß niemand genau, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt. Genauso weiß niemand, wer gerade einen 1000-Peso-Schein verwendet. Der entscheidende Unterschied bei einer digitalen Zentralbankwährung ist ein anderer. Dort bestimmt die Zentralbank die Regeln. Sie legt fest, wofür das Geld verwendet werden darf und wofür nicht. Und sie hat auch die technische Möglichkeit, diese Regeln direkt durchzusetzen. Genau diese zwei Punkte sind entscheidend und sie machen den grundlegenden Unterschied zwischen Bargeld und digitalem Zentralbankgeld aus. Und dann noch als letztes der Poli, stellvertretender Direktor vom Internationalen Währungsfonds. Auch er gibt uns einen ungeschminkten Einblick in die Zukunft mit digitalem Zentralbankgeld, das technisch neue Möglichkeiten schafft, das physisches Bargeld nicht hat. Ein weiterer Vorteil digitaler Zentralbankwährungen ist die sogenannte Programmierbarkeit. Das bedeutet, dass staatliche Stellen oder auch private Akteure festlegen können, wofür dieses Geld verwendet werden darf. Das Geld kann also mit bestimmten Regeln versehen werden, beispielsweise für Sozialhilfe, für Konsumgutscheine oder für Essensmarken. Durch diese Programmierung kann genau bestimmt werden, wer dieses Geld bekommen darf und wofür es ausgegeben werden kann. Beispielsweise nur für Lebensmittel. Die Idee dahinter ist, dass der Staat seine Unterstützung sehr gezielt an bestimmte Menschen geben kann. Precisely target their support to those people who need support. So that way can also improve financial inclusion. Ja noch, am 8. März werden wir sehen, wie sorglos oder wie sorgenvoll eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung gegenüber Münzen und Banknoten ist. Es bleibt spannend. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal von mir. Ich bin langsam am Weihnachten, jetzt seht ihr mich dann gleich nicht mehr. Merci vielmals an alle, die meine Bühne mit einer Spende ermöglichen. Ohne euch wäre das Ganze schlicht nicht möglich. Weil Vogonte ist zu 100% unabhängig und Zuschauer finanziert. Darum nochmal ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer.
Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogonten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.